Hallo ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu Hour of Prayer. Heute mache ich Hour of Prayer zusammen mit dir und mit Dave. Yes. Schön bist du da, Dave. Ja, danke. Natürlich aus dem einen Grund, weil du hattest am Sonntag die Message über die Worship-Psalmen. Genau. Und wie heißt es, was Musik heimlich mit deinem Herzen macht. Wir wollen das ein bisschen vertiefen und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich würde wirklich sagen, hey, lass uns, auch weil es ein bisschen warm ist, oder? Lass uns die Hände hochstrecken zum Himmel. Wir sind Yes. voller Erwartungen. Heiliger Geist, wir laden dich Ja. in diese Hour of Prayer Yes. ein, in diese Gebetszeit, dass du sprichst, dass du wirkst, dass du Dinge offenbarst, die wir ohne dich nicht hätten wissen können. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, mit dieser ganzen Community, von wo auch immer wir zuschauen und mit dabei sind. Danke, Heiliger Geist. Es ist eine Zeit, die wir dir geben und wo du einfach sprechen kannst, auch gerade in Bezug auf wer du bist, Ja. auf deinen Charakter. Ja. Amen. 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 Dave, was hat dir am besten gefallen in deiner Message? Also ich liebe halt bei der Vorbereitung, habe ich mich ja stark eben mit dem beschäftigt, was du gerade gesagt hast, wer Gott ist. Und ich liebe diese Gotteslehre, Doctrine of God, wo wir so einfach herausschälen können, was wir halt sonst nur in den verschiedenen Geschichten finden und das so ein bisschen zu ordnen. Das hat mir sehr geholfen, zu realisieren, wir haben so einen großen Gott und Ja. der hat so viel drauf. Ja. Genau. Und aber gleich, trotzdem nicht nur, oh, so wie ich ihn gerne hätte, sondern er stellt sich uns vor und dann es übertrifft sogar das, was ich brauche. Also, genau. Ja, so cool. Hey, ich liebe auch zu unterscheiden, was Gott tut, also die Wunder, die er tut und wer er ist. Ja. Weil die Wunder, die erleben wir oder wir erleben sie eben nicht. Aber wer er ist, das ist einfach unveränderlich. Und deswegen wollen wir genau in diese 5 Punkte hineingehen, also sozusagen, wie hast du gesagt, Doctrine of God. Genau, oder die Gotteslehre in der Theologie. Wer ist Gott gemäß der Bibel? Ja. Psalm 103, Vers 2 bis 5, magst du das mal lesen? Ich lobe Gott für was er getan hat und der Psalm geht so, lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Was ich krass finde, ist, da steht drin, er kauft dich vom Tode frei und Sünden vergeben, Krankheiten. Das ist für mich auch schon prophetisch, auf was Jesus tun wird. Ja. Ich finde das auch so krass, dass 1000 Jahre, bevor Jesus überhaupt hier ist, schreibt David das prophetisch, was Gott noch tun wird. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Und mich fasziniert immer wieder, dass Worship oder Anbetung eine Entscheidung ist, wo du und ich, wir können uns entscheiden. Und das möchten wir gerade als erstes tun, bevor wir dann in die Liste mit diesen 5 Charakteren oder Dingen, wer Gott ausmacht oder was ihn ausmacht, reingehen. Und ich habe mir dazu eine Liste gemacht, für was man alles dankbar sein könnte in Bezug auf diese Verse, die du gerade vorgelesen hast. Das ist schon spannend, oder? Und lass uns, wenn du kannst, dabei einfach die Augen schließen und dich diesen Worten anschließen. Wenn ich dir zum Beispiel vorlese, danke Gott, hast du Gutes getan. Vielleicht magst du, okay, Yes. soll ich es Bin schon einfach drin. vorlesen? Du Ja, mach mal. bist schon drin. Yes. Okay, wir sind drin. Danke Gott, hast du vergeben. Ja. Danke Gott, dass du heilst Ja. und wiederherstellst. Danke Gott, dass du rettest. Danke Gott, dass du bewahrst, dass du mich bewahrst, dass du jede einzelne Person siehst und dass du jede einzelne Person bewahrst. Ja. Wie das genau aussieht, das überlasse ich dir. Aber dass du bewahrst, das ist eine Charaktereigenschaft von dir. Dass du trägst, dafür danke ich dir. Ja. Ich danke dir auch dafür, dass du neue Kraft gibst. Das ist eines der Gebete, die ich liebe, weil man sich nicht immer so kräftig fühlt. Danke, gibst du neue Kraft. Danke, dass du korrigierst, himmlischer Vater. Danke, öffnest du Türen. Danke für all die Türen, die du schon geschlossen hast in meinem Leben.
Und ich schließe mich diesem Gebet auch an von den Türen, die du öffnest und verschließt. Manchmal verstehen wir deine Wege nicht, die du mit uns gehst oder warum du was tust, wie du es tust. Aber ich sage dir einfach Danke für jedes auch unbeantwortete Gebet Ja. in meinem Leben. Oder jedes Gebet, das du nicht so erhört hast, wie ich es mir gewünscht hätte, weil du noch bessere Absichten mit Ja. mir hast, als ich für mich selbst hatte. Ja, ja, das ist so krass, genau. Ich bin eigentlich auch dankbar, dass er nicht alle Gebete erhört. Ja, oder definitiv. dass es manchmal auch ein bisschen länger geht. Darüber werde ich dann zum Beispiel am 12. Juli sprechen, wenn Gebete eben, dass es länger braucht für manche Gebete und was damit passiert. Heute wollen wir Gott loben für wer er ist. Und im Psalm 103, Vers 8 bis 9 steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Und in der letzten Zeit beschäftigt mich, dass so viele Menschen durch irgendein Erlebnis ein Bild von Gott haben, das total zwischen ihnen und Gott steht. Und vielleicht können wir direkt an dieser Stelle nochmal ganz bewusst, vielleicht betrifft es dich, du hast eine Vorstellung, du hast ein Bild von Gott, gerade wenn es darum geht, er bewahrt, er heilt, ja, bei mir nicht oder so. Ja, genau. Lass uns das Bild einfach beim Namen nennen und abgeben. Jesus, ich danke dir, dass du gleich bist. Du bist beständig. Du bist nicht gestern so, morgen so, sondern du bist beständig in allem, was du tust und so auch zu uns. Und wir legen unsere Schuppen, bitte ich dich, dass du die uns von den Augen nimmst. Ja. In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt: Kommt zu mir und kauft Augensalbe von mir, die wirklich was bringt. Oder besser gesagt, lasst sie euch geben, schenken. Und ich bitte dich, dass du uns diese Salbe jetzt drauf tust und dass du uns hilfst, dich zu kennen, zu erkennen, wie du wirklich bist, weil du hast gesagt in der Bibel, dass dein Ziel ist, dass du willst, dass wir dich kennen, wie du bist. Ja. Und wenn wir jetzt durch diese 5 Punkte, wer Gott ist, durchgehen, dann ist unser Gebet und unser Wunsch, dass genau die Augen geöffnet werden, vielleicht für einen Punkt und dass wieder wie so eine neue Türe aufgeht, wer Gott ist. Also das Erste ist, und was ich gemacht habe, ist diesen 5 Dingen immer eine Person aus der Bibel angehängt oder zugeordnet, die dann eben zum Beispiel ausgesprochen hat, Gott ist mein Friede oder Gott ist meine Siegesfahne oder Gott ist der mich sieht, weil mir hilft es jeweils, so ein bisschen eine Vorstellung oder ein Bild zu bekommen, was genau es meint, wenn es heißt, es gibt nur einen Gott. Das ist ein schönes Statement, aber wie sieht das aus? Ja. Wie erlebst du das, Dave? Es gibt nur einen Gott, gibt mir irgendwie Sicherheit. Ich habe das dann in den Kontrast gestellt mit Leuten, die glauben, der hat es Mächte im Universum, die streiten miteinander. Aber von der Bibel und wie Gott sich offenbart hat, uns wissen wir, es gibt nur einen Gott. Nur einer ist so mächtig wie er, nur einer ist zuoberst. Ich glaube, du hast hier den Namen Jahwe Nissi genommen. Der Herr ist mein Feldzeichen. Der Mose sagte das, oder? Irgendwo sagte, okay, ich habe erkannt, mein Gott, in ihm ist der Sieg. Ja. Weil er wusste, es gibt ja gar niemanden, der höher ist als Gott. Also ist logischerweise, also es ist nicht irgendwie irrational, oh, ich nehme jetzt einfach, spiele irgendeine Karte, sondern er wusste, es gibt nichts Höheres als Gott und auf diesen Gott berufe ich mich. Und das gibt einfach mega Friede ins Herz, finde ich. Ja. Mir kommt spontan noch die Geschichte von Jona in den Sinn, die finde ich auch eigentlich so spannend, weil man da etwas mitbekommt von dieser Götterwelt. Also Jona ist auf der Flucht vor Gott, weil er nicht nach Ninive gehen will und die negative Botschaft sozusagen oder das Gericht ankündigen will. Und dann gibt es ja einen Sturm im Meer. Und dann kommen die anderen Leute, weil sie finden Jona schlafen vor, natürlich, weil er ist ja geflohen, er lullt sich da ein. Und irgendwie kommt dann raus, dass Jona eben der Gott über Himmel und Meer enttäuscht hat und die anderen denken, Mann, wie kannst du nur, logisch gibt es dann, logisch gibt's dann einen Sturm. Ja. Also so diese Zusammenhänge. Und eben Mose sagt, jetzt mein Feldzeichen, weil das geht zurück auf die Geschichte, wo er auf dem Berg ist und unten im Tal kämpft Josua. Und das ist die Situation, wo er merkt, wenn er die Arme runter macht, dann
gewinnen die Amalekiter. Wenn er Ja. die Arme hoch hat, Ja. dann gewinnt das Ja. Volk. Also die Israeliten haben realisiert, ihre Stärke, ihre Identität und das, was sie ausmacht, ist dieser eine Gott. Und ich glaube, es ist ja auch, also vor allem im Alten Testament, ist ja das Kämpfen für ein Territorium, das Militärische, immer auch connected mit dem Geistlichen. Vielleicht heute sehen wir das nicht mehr ganz so krass, aber natürlich hat das Geistliche immer auch geht über ins alltägliche, sichtbare Leben. Und darum hat das eine mega Kraft, wenn wir das beten. Ja. Wir werden Siege erleben, sichtbare Siege in unserem Leben. Ja, und so als Action Step habe ich mir aufgeschrieben, die Frage, wo kämpfst du noch alleine? Und dabei sehe ich so einen Lichtkegel und vielleicht ist es heute für dich eine ganz bewusste Entscheidung, in einem Bereich von deinem Leben zu sagen, okay, ich komme jetzt aus diesem, ja, ich muss selber stark sein, ich muss das können, ich muss das schaffen, ich muss es schon immer selber schaffen. Trittst du wie raus und kommst in diesen Lichtkegel und damit in diesen Herrschaftsbereich von diesem einen Gott, und zwar dem Höchsten. Eben, du hast gesagt, es gibt ja andere Machtbereiche, da sind wir uns ja einig. Es gibt auch andere Mächte und Gewalten, aber es gibt, unser Gott ist der Höchste. Ja. Und das ist so ein Vorrecht, dass wir uns diesem höchsten, allmächtigen Gott unterordnen dürfen. Und Danke, lass Jesus. uns dafür beten, mach das zu deinem persönlichen Gebet. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du sagst, hey, Jesus, du bist nicht nur mein Retter, sondern genau. du bist auch mein Gott, Ja. der bestimmt. Lass uns das zum Gebet machen für uns alle, für unser Leben, für Lebensbereiche. Nicht, was ich will, sondern du bist mein Herr und mein Gott. Stelle dich ganz bewusst an erste Stelle. Ich lasse los, was ich unbedingt so innerlich auch erzwingen will. Ja. Und sage nicht, wie ich will, sondern Genau. wie du willst, Gott. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du reinkommst mit Mut und Glaube in jede Wohnung und jedes Umfeld irgendwo, wo das geschaut wird. Weil der Teufel, der lügt dich an, der will dir weismachen, dass er mega viel Macht hat. Und Gott ist immer stärker als die Macht und die Kraft von Dämonen und des Teufels. Und ich bitte dich, dass du jetzt reinkommst mit Mut und mit Glaube in diese Herzen, dass wir lernen, mit dir zusammen den Sieg davon zu tragen, indem wir siegreich kämpfen gegen diese Mächte und Dämonen. Ja. Ja, du hast immer den Sieg. Ja. Wie schön, das zu wissen. Wenn ich mich dich unterordne, dir unterordne, dann ist das Ende keine Überraschung. Ja. Das Zweite ist, Gott ist eins und zugleich drei Personen. Also da geht es um die Trinität, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und du hast so etwas Schönes erzählt, was du mit dem Vater erlebt hast. Ja, ich habe, also eigentlich fing es bis früher an. Lido hat diese Prophetie gehabt an der Ladies Lounge, wo sie gesagt hat, du sollst zu einem Vater werden, Dave, mehr. Und auch der Vater wird sich offenbaren mir mehr. Und da habe ich gemerkt, ich muss doch ein bisschen noch Hausaufgaben machen, weil den Jesus kenne ich irgendwie besser als den Vater. Und ich habe so ein bisschen ein gesetztes Bild vom Vater, ein bisschen entfernt. Und dann habe ich da diesen Parcours gemacht in der Stiftshütte, und im Heiligtum merkte ich, wie der Vater mit der Hand mich so reinzieht durch den Vorhang hindurch ins Allerheiligste, in seine Gegenwart. Ich habe gemerkt, dieser Vater ist voller Energie, ist ja voll gut drauf, ganz anders, als ich so gedacht hätte. Und ich bin jetzt ja auch schon lange unterwegs als Christ, also auch hier die Ermutigung, nur weil du schon lange gläubig bist, heißt es nicht, dass dein Gottesbild akkurat ist. Das heißt, wir dürfen uns überall immer wieder entwickeln. Und der Vater hat sich mir wirklich in einer so schönen Weise offenbart, dass ich mega Bock habe auf mehr, ihn zu kennen. Natürlich auch den Heiligen Geist, Jesus. Und du musst, by the way, auch nicht den Stress haben, zu wem du jetzt beten solltest, müsstest. Sondern die sind ja, das ist ja so ein Mysterium, die sind ja eins. Ja. Du kannst einfach zu Gott beten, du kannst zum Vater beten, die hören sich gegenseitig schon zu. Genau. Also, aber hast du manche Momente, wo du bewusst Vater sagst? Ja, jetzt eben immer mehr, weil ich merke,
Weil ich merke, es hilft mir nicht nur bei diesem menschlich. Jesus ist ja auch Mensch geworden. Ja. Und also ist mir das am nächsten. Ich glaube, das geht dem allermeisten so. Das ist auch Ja. gut so, weil darum hat er ihn gesandt. Ja. Und dann ist aber der Heilige Geist, wird als der Helfer beschrieben. Dann bitte ich oft den Heiligen Geist, wenn es um Hilfe geht. Und dem Vater merke ich so wirklich die Gegenwart das so nach Hause kommen. Da ist alles. So Ja. wie zu Hause, ich wohne nicht mehr zu Hause jetzt bei meinen Eltern, aber wenn ich nach Hause gehe, da ist mein Vater. Und so stelle ich es mir ein bisschen vor, ja, in diese Richtung. Ich habe auch nicht so einen Zugang gehabt zum Vater, muss ich sagen. Und einmal habe ich mich an einen Tisch gesetzt, einfach so Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann waren 3 Stühle. Dann habe ich gedacht, okay, einer ist Jesus, einer ist der Vater und einer der Heilige Geist. Und nach einer Weile ist mir so die Frage gekommen, was für ein Vater ist der wohl zu Jesus? Und dann habe ich zu Jesus gesagt, also das ist natürlich einfach in meiner Vorstellung, ich habe es schon laut gesagt, aber sie waren ja nicht sichtbar da und trotzdem wusste ich, dass sie saßen, habe ich gesagt, Jesus, sag mal, wie ist eigentlich dein Vater zu dir? Also ist er so ein bisschen von oben herab oder, weißt du, es gibt ja Väter, die dann zeigen, dass sie mehr wissen und dann kam instant der Gedanke, ich und der Vater sind eins. Ja, genau. Und das war so berührend. Ja. Und wir möchten jetzt beten. Du hast jetzt 2 Erlebnisse gehört, die Jesus jedem von uns oder der Heilige Geist jedem von uns geschenkt hat. Vielleicht fehlt dir der Zugang zum Heiligen Geist. Vielleicht fehlt dir genauso der Zugang zum Vater. Ja. Vielleicht Jesus, ja, irgendwie, irgendwas. Und wir beten jetzt, dass du beschenkt wirst mit so einer Hand, die dich zieht an sein Vaterherz und du den Herzschlag spürst. Ja. Wir beten jetzt, dass du keine Zweifel mehr Jesus, hast, komm. dass du erfüllt Heiliger bist Geist. mit dem Heiligen Geist, dass er nicht nur um dich herum schwebt irgendwo, sondern dass er in dir ist und sich ausbreitet in dir. Ja. Und wir beten, dass du heute nochmal, und das beten wir auch für uns, nochmal einen neuen Zugang zu Jesus hast, zu diesem Herr und zu diesem Retter. Ja. Und wir dürfen einfach bitten, dass du dich uns offenbarst. Ja. Vater, Jesus, Heiliger Geist. Ja. Bist willkommen. Wir danken dir, Gott, dass du so eins bist und trotzdem 3 Personen, nicht trotzdem und auch. Und das sprengt unser Hirn, weil es gibt irgendwie nichts Vergleichbares hier auf der Erde. Jedes Bild hinkt ein bisschen. Und das bist eben du. Du sprengst unseren Rahmen und trotzdem macht es Sinn. Und ich lade dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du wirklich die Augen öffnest und auch Herzen erwärmst jetzt und auch Verblendung wegnimmst und immer noch diese Salbe immer noch wirkt, die wir aufgetragen haben am Anfang, dass unsere Augen sehen und du auch hörst. Ja. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, hat Jesus gesagt. Ja. Mir kommt einfach in den Sinn, wenn 3 für uns da sind, sind wir vollumfänglich umsorgt. So umsorgt. Und ich danke dir, Jesus. Und gerade heute Morgen ist mir wieder durch den Kopf, wie pünktlich dass du bist. Und ich empfange auch das, dass du nicht so lange im Voraus Dinge tust. Kannst du, aber du kommst nie zu spät. Yes, das ist danke, auch Jesus. dein Wesen ist. Du kommst nie zu spät. Und selbst wie bei Lazarus schon 4 Tage tot. Und trotzdem ist es nicht zu spät, weil du hast es im Griff. So bist du. Amen. Und das 3. Gott hat das Universum und alle Lebewesen aus dem Nichts erschaffen. Aus dem Nichts. Ja, ist schon auch krass. Und ich glaube, So, oder wie? und es wird ja ganz klar beschrieben, dass der Vater oder Jesus, also sie waren ja schon alle zusammen auch da, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und er hat das ausgesprochen, er hat mit seinen Worten etwas in die Existenz gesprochen. Und ich glaube, dass wir hier natürlich auch mit Gott zusammen, natürlich nicht meine eigenen Wünsche, haben wir auch schon darüber mal geredet, aber dass wir mit Gott zusammen uns einklinken können in diese Kraft von ihm, die in uns auch durchfließt und wir wirklich
da, wo wir Dinge sehen in unserem Umfeld, die Veränderung brauchen. Ja. Der ist ja immer noch Schöpfer. Ja. Der kann ja immer noch Neues schaffen. Immer noch. Ja. Und Jesus sagt über seinen Vater, immer ist mein Vater am Werk. Also jetzt immer noch. Das hat mich auch mal so berührt. Also immer noch. Und der Hebräerschreiber sagt im 11. Kapitel, Vers 3, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Und das beschreibt eigentlich, dass Gott unser Schöpfer ist, der Wesenszug vom Schöpfer. Und jetzt in dem Moment wollen wir uns die Frage stellen, wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du froh wärst, wenn da noch was erschaffen würde? Mir kommt der Vers in den Sinn, wo David betet, der schaffe mir ein reines Herz. Und vielleicht ist auch das was, dass du Gott dein Herz hinhalten darfst und er kann da was Neues erschaffen. Ja, das ist das ist ein schöner Gedanke. Lass uns doch genau dafür beten, für dieses Erschaffen von einem reinen Herzen. Jesus, ich danke dir, dass es dir nicht egal ist, wie es in uns drinnen aussieht. Nicht nur, was wir machen und Opfer bringen und unsere Taten gehen dich was an, sondern unser Herz ist dir nicht gleichgültig. Du liebst uns so sehr, dass du auch willst, dass unser System gut funktioniert in uns. Und ich bitte dich heute, dass du unsere Herzen durchforscht und überall, wo wir Mankos, Löcher haben, Krusten, Verletzungen oder Geschwüre, dass du das raustust und ersetzt mit einem neuen Herz, dass du das schaffst, dass du das tust in uns, was wir brauchen, damit es mehr ist wie das, was du dir gedacht hast, weil dann sind wir die beste Version von uns selbst. Ja, und es gibt auch einen Vers, kommt mir in den Sinn, dass er das steinerne Herz rausnimmt und uns ein fleischendes Herz gibt. Und wo das Herz nicht mehr schlägt oder versteinert ist von Enttäuschungen, von Verletzungen, von was auch immer, Gott im Himmel, da bitten wir für dieses fleischende Herz, auch wenn das ein mutiges Gebet ist, weil wir plötzlich wieder mehr wahrnehmen oder mehr spüren oder uns halt auch wieder verletzlich machen. Und nichtsdestotrotz, dieses Leben wollen wir bis in jeden letzten Winkel von unserem Herzen. Und meine Mutter hat ein Knie, die Kniescheibe ist ein Stück abgestorben. Und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn für unser Herz. Das wäre ja mega traurig. Ja. Wenn Stücke von unserem Herz einfach abgestorben wären und auch nicht mehr die volle Leistungskraft da ist. Genau. Und mir gefällt, was im Römerbrief 4, Vers 17 über Abraham steht. Da heißt es, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Krass, ja. Und das ist so ein Bibelvers, der mich einfach motiviert, zum dem, was nicht ist, zu rufen, dass es da ist. Oder wie dem, was tot ist, zu rufen, dass es lebendig wird. Und vielleicht kannst du das für dein persönliches Leben machen, für Dinge. Ich möchte es heute ganz bewusst für mein Herz machen, weil kann ich mir gut vorstellen, dass es Stücke gibt in meinem Herz, die waren so enttäuscht und die habe ich einfach jetzt verschlossen. Und ich rufe dem, was nicht mehr lebt, dass es wieder lebt, dass es wieder durchblutet wird, auch mit dem Risiko, dass ich erneut verletzt werde. Genau. Dass es wieder spürt, dass mein ganzes Herz für dich schlägt und ich halte nichts zurück, auch nicht die versteinerten Stellen. Vielleicht ist das heute auch dein Gebet, wenn es darum geht, Gott hat das Universum und alle Lebewesen aus dem Nichts erschaffen.
Bei Abraham hat er Abraham und Sarah wieder fruchtbar gemacht. Das wird immer mehr, wie soll ich sagen, man bekommt so Realität in meinem Leben, Ja. je älter man wird, oder? Weil man merkt ja so physisch. Mit 99, ja, oder? mit 99. Man stelle sich das vor. Das soll deinen Glauben heute schüren. Das soll Glauben in dir wecken für die Dinge, die du als unmöglich gehalten hast. So ist unser Gott. Das Wesen hat sich nicht verändert. Und eben nochmal zu sagen, ich glaube im Johannes steht es, wo Jesus über seinen Vater sagt, immer ist mein Vater am Werk und ich folge nur dem, was ich ihn tut sehe. Noch 2 haben wir. Nummer 4, weil Gott der Ursprung der Schöpfung ist er über der Schöpfung. Kannst du das erläutern? Ja, also ganz kurz nochmal zusammengefasst, auch das hilft mir, weil manchmal haben wir ein bisschen in der schweizerisches Buff, ein Durcheinander im Kopf, weil alles ist ja, Gott ist ja überall. Und manchmal hörst du auch Christen das sagen, Gott ist überall, wo du hingehst. Ja, das stimmt schon, aber Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Also ich bin nicht ein kleiner Teil von Gott, sondern Gott ist über der Schöpfung. Zum Glück, stell dir mal vor. Weil Gott hätte sich selber sehr eingeschränkt, glaube ich. Er wurde Fleisch, ja, mit Jesus, aber auch da war er 100% Gott, 100% Mensch. Und nicht plötzlich jetzt bin ich Teil der Schöpfung, vom Universum, wir sind alles kleine Götter. Und mir hilft es einfach, das ganz klar auseinanderzuhalten und aufzuschauen, weil wir Menschen, im Psalm 103 steht, Gott weiß, dass wir nur Staub sind, dass wir bedürftig sind, dass wir wie Gras sind, das blüht auf und dann tschüss. Und Gott weiß das und er hält uns das nicht vor. Er sagt nicht, hey, wieso hast du nicht mehr Power? Hey, wieso bist du nicht mehr wie ich? Sondern was er tut, er zieht uns in seine Gegenwart rein. Er macht uns mehr nach seinem Ebenbild, aber er hält uns das nicht vor, weil er ist über der Schöpfung und wir sind die Schöpfung. Und diese Beziehung, sage ich jetzt mal, vom Geschöpf zum Schöpfer, ist für mich matchentscheidend, dass ich meinen Platz kenne in der Rangordnung, sonst wird es mega komisch und schräg. Ja, genau. Also eben, Gott ist schon unser Freund, Ja. aber er ist halt nicht ebenbürtig in dem Sinne. Nicht auf Augenhöhe. Ich habe Ja, eben mit jemandem diskutiert über das und habe das gesagt, ja, mit Augenhöhe und Gott ist auf der Augenhöhe, habe ich gesagt, ja, also ich will eigentlich keinen Gott, der auf Augenhöhe ist. Gott ist mit mir nicht auf Augenhöhe. Vielleicht lässt er sich manchmal auf mich herab und er redet mit mir, dass ich ihn verstehe, aber das ist nicht dasselbe, weil er ist Gott, was soll ich denn sagen? Aber es gibt mir so viel Sicherheit und Entspannung im Ganzen, mich zu unterordnen. Und genau diese Ehrfurcht vor Gott kommt bei Gideon und seine Geschichte kommt die zum Zug und das beeindruckt mich. Gideon begegnet Gott und als er das realisiert, dass das wirklich Gott ist, weil er einfach auch entsprechende Zeichen und Wunder tut, denkt er, oh meine Güte, jetzt habe ich Gott gesehen, jetzt muss ich sterben. Und das zeigt eben diese Ehrfurcht, die gesunde und nötige Ehrfurcht vor Gott. Und was er sagt, was Gott antwortet, ist Richter 6, Vers 23 bis 24. Doch Jahwe sagte, und das ist die Bibelübersetzung, Bibel heute, die nennt Gott Jahwe. Doch Jahwe sagt zu ihm, Shalom, also das heißt Friede. Beruhige dich, hab keine Angst. Du musst nicht sterben. Und dann baute Gott Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Der Altar steht heute noch in Ofra. Keine Ahnung, ob das so ist. Der Stadt der Abieser-Sippe. Aber was auf jeden Fall steht, es ist der Gott, ist eben überhalb von uns, er ist der Schöpfer, wir sind die Schöpfung und trotzdem sagt er, hey, beruhige dich, hab keine Angst, ich bringe Frieden und nicht, ich schaue von oben herab und mit dem Finger mache ich dich runter, ich halte dich klein, das sind alles menschliche Wesenszüge, die wir Gott zugeordnet haben oder die Gott zugeordnet wurden. Ich finde es interessant, wie jetzt mindestens in der westlichen Kirchenwelt hier, wo ich unterwegs bin, die meisten, die Gott begegnen in der Worship und alles, ist immer so ein wohliges Gefühl, schön dieser Friede. Ja. Aber mir fällt einfach auf, viele Leute, die in der Bibel Gott begegnet sind oder Engel und Visionen hatten, die dachten, jetzt sterbe ich. Ja, das stimmt. Das heißt,
ich will diese Erfahrungen nicht kleiner machen, weil ich habe die sehr, sehr oft und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir durch Jesus schon einen viel natürlicheren, liebevolleren Zugang zu Gott gefunden haben im Neuen Testament. Aber ich glaube, dass Gott durchaus auch auftreten kann und du merkst, okay, ich verstehe jetzt, weil, weißt du, was ich meine? Sie fallen auf die Knie oder Ja. sie sehen einen Engel, sie sind einfach, manchmal denke ich, wir haben keine Ahnung, Ja. wie groß Gott Und tatsächlich wie heilig, ist, dass wie heilig. Ja. also das haben sie in der Bibel, im Alten Testament liest man schon, dass sie eine große Ehrfurcht vor Gott hatten, vor seiner Heiligkeit. Und heute wollen wir an diesem Punkt beten, dass wir diesen Frieden bekommen. Weil es heißt im Epheser 2, Vers 14, denn er ist unser Friede. Friede ist eine Person und auch oder vielleicht gerade weil er höher ist, weder ich, weder du, weder deine Situation, kann er diesen Frieden bringen. Und dieser Frieden heißt auch das Versöhntsein mit ihm. Ja. Und Danke Gott. Ja. Danke Gott, dass du uns Frieden geben kannst, weil du eben von oben kommst und alles in deinem Herrschaftsgebiet, du weißt genau, was abgeht. Du bringst den Frieden wie ein Vater seinem Kind. Es beruhigt, wenn es hinfällt und genau weiß, es ist nicht so schlimm, wie du das jetzt wahrnimmst. Ja. Vielleicht ist es sogar schlimm, dann wird der Vater sich noch mehr um dich kümmern. Und ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist. Und wir nehmen diesen Frieden an von dir. Ja. Der alles durchdringt, der überall hingelangt. Ja. Ja, und wenn es da heißt, beim Richter 6, Vers 23, Shalom, beruhige dich, dann sehe ich einfach genau, wie der Vater dich als Kind hochhebt und auf die Arme nimmt. Und diese Nähe willst du Gott, auch wenn du über uns bist. Aber es ist gut, dass du über uns bist, denn nur so kannst du allmächtig und allwissend sein. Nur so kannst du der Schöpfer der Welt sein und hast kein Ende bis der Anfang und das Ende. Danke, Jesus. Ja, und diesen Satz aus der Message habe ich mir aufgeschrieben. Gott ist nicht Teil meiner Welt, was wir immer versuchen. Wir versuchen immer, Gott in unsere Welt, in unsere Pläne hineinzubringen, sondern meine Welt ist Teil seiner Geschichte. Hast du den? Weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, er kommt vom Dave. Okay, also dann gehen wir zum letzten Punkt, wo es heißt, Gott ist immer noch aktiv involviert in der Schöpfung. Was meint das? Auch hier gibt es eine Weltanschauung, die haben sehr viele. In der Schweiz reden wir oft von den gottesfürchtigen Leuten, die glauben, da gibt es Gott, der hat auch was gemacht. Aber jetzt sind wir hier, wir müssen ein bisschen selbst gucken. Wir haben ja das Buch, das uns sagt, wie wir leben sollen. Ja. So die Theisten, die sagen, Gott hat alles erschaffen, aber jetzt schaut er eigentlich mehrheitlich zu, er ist nicht mehr aktiv in der Schöpfung investiert. Und die Bibel spricht ganz klar eine andere Sprache und natürlich auch unser Leben. Also wir haben ja ganz viele, ich sage jetzt mal, eigene Beweise, die ich jetzt für mich so habe. Ich hoffe, du auch. Und sonst auch, wenn wir nur schon die Augen öffnen, und es gibt einen krassen Vers, da steht, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube Johannes, dass Gott hält das Universum zusammen. Also er hält es jetzt zusammen. Und wie du auch vorher gesagt hast, dass Jesus sagt, mein Vater ist immer am Werk. Ja. Sonst wären wir nicht da. Und by the way, der Teufel macht ja auch sein Ding. Wenn Gott nicht schauen würde, dann wären wir nicht hier. Ja. Also wirklich nicht hier. Unsere physische Gestalt wäre nicht hier, die Erde wäre zerfallen. Menschen sind so schrecklich miteinander, wenn Gott nicht immer wieder justieren würde. Auch wenn er manchmal viel Leid zulässt, bin ich überzeugt, Gott hat seine Hand in der Geschichtsschreibung, in der Schöpfung, im Klima, in allem hat Gott seine Finger drin. Das ist seine Welt. Immer noch involviert. Ja. Und auch in deinem Leben. Und ein gutes Beispiel dafür habe ich mir rausgeschrieben, ist Hagar. Hagar ist die Sklavin von Sarah und also in diesem Gehöft von Abraham war sie und dann ist sie geflohen, abgehauen und Gott sieht sie in der Wüste. Ich glaube, sie war schon schwanger und
eben deswegen hat Sarah, die Frau von Abraham, sie schlecht behandelt, weil sie selber ja keine Kinder bekommen hat. Also ein riesen Familiendrama. Sie ist alleine, sie ist schwanger, ohne Mann, sie ist in der Wüste und da begegnet ihr Gott. Und in 1. Mose 16, Vers 13 heißt es, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Und sie hatte im Gegensatz zu anderen, wo das beschrieben wird, nicht Angst, dass sie sterben musste, sondern diese Begegnung mit Gott war offensichtlich so heilsam. Darum nannte sie, heißt es weiter, den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. So schön. Und Leo war jetzt 2 Wochen unterwegs und in einer Nacht bin ich wach geworden und alleine von vielen Nächten alleine im Bett. Das kennst du vielleicht, das sind vielleicht deine Dauerumstände. Und da kommt mir einfach dieser Satz in den Sinn, du bist der Gott, der mich sieht. Du siehst jetzt, wie ich da liege. Du siehst, wie es mir geht. Es interessiert dich. Du bist involviert in mein ganzes Leben. Ja, so gut. Und das hat mich so getröstet. Du bist der Gott, der mich sieht. Und sprich das laut aus, wenn du kannst. Halblaut, vielleicht bist du im öffentlichen Verkehr unterwegs. Du bist der Gott, der mich sieht. Du hast Augen für mein Leben. Jesus. Dein Angesicht ist über mich gerichtet. Du strahlst mich an, du scheinst mich an, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Danke, dass deine Augen, es gibt auch einen Vers, wo es heißt, dass Gott missfallen hochmütige Blicke. Das heißt, er schaut uns auch nicht so an, er schaut uns nicht an hochmütig von oben herab, sondern sein Blick ist heilend, wie du gesagt hast. Und wir nehmen das auch an, auch hier, unsere Augensalbe soll uns helfen, diese Augen nicht auszuweichen, sondern zu begrüßen, weil sie dein Leben heilen. Es ist keine Überwachungskamera, sondern es ist ein liebender Blick, der dich bewahrt vor Gefahren, der wie auch in dein Herz eindringt. Gott sieht sowieso alles, aber Heilung bringt, weil du nichts vor ihm zu verstecken brauchst, weil er es schon lange sowieso gesehen hat und dich trotzdem will. Ja. Wir sind am Ende mit diesen 5 Punkten, aber ich möchte nochmal dich segnen mit dieser Augensalbe, dass du einfach diesen Gott im Himmel so sehen kannst, wie sein Wesen wirklich ist, was der Wahrheit entspricht und nicht deinen Erlebnissen und nicht deinen Erfahrungen. Und dass du einfach die Hand von Gott in deinem Leben, über deinem Leben und bei dir spürst, wo dich an sein Herz zieht. Und dass du spürst, sei gesegnet, dass du spürst, wie sein Herz für dich schlägt. Und all diese Stimmen, die das Gegenteil sagen wollen, denen sagen wir, still im Namen Jesus, wie der Sturm, der durch das Wort Gottes gestillt wurde, still im Namen Jesus, dass du hörst, wie der Vater über dich redet, über dich denkt. Sei gesegnet damit im Namen Jesus. Amen. 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 Und wenn wir jetzt natürlich das alles noch vertonen könnten, dann wäre das fantastisch. Schau unbedingt die Message nach. Dave hat am Sonntag sehr viel darüber gesagt, wie viel Musik eben dazu beiträgt, dass wir all diese Wahrheiten über Gott, über sein Wesen, das, was er tut, viel besser verinnerlichen können. Und danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Danke dir, Dave, dass du dabei warst. Danke dir. Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Ich glaube, dass Leo dabei ist am nächsten Dienstag. Und gesegnete Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.